Es war mega geil Stimmung anscheinend und Lützburg gewonnen. Ich war für Lützburg richtig geil. Ich sehe irgendwo so den informative Content bringt mir aber nicht den an der Welt spitzt lebt. Im Moment so 120, 130 Kilometer hoch. Das ist so bis 120 Kilometer am Tag. Bist du mal am Grand Duc geschwart? Schon mal am Grand Duc geschwart, ja. Diese mega Stimmung gemacht. Lützburg und Malteser war ein bisschen schlecht drüber. Also anscheinend ein bisschen so Gehooligans gehen. Das hat nur anscheinend sogar von der Polizei abgelöst geht. Wie alles voll, wie schwer ist, wie schlecht wird. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Willkommen zurück bei der Gölle Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Tom Bussler und ich bin hier Mam. Philipp Biberich und heute mal die ganz große Ehre bei uns zu begrüßen, den Bob Bertemes. Moin. Moin, moin. Den Mann, der Sportler mit den meisten Followers von Lützeburg. Ja, eventuell. Ich weiß es nicht. Also, eventuell. Das ist etwas, was ich scheint so her, aber ehrlich gesagt beschäftige ich mich wenig bis gar nicht da finalen Lob mittlerweile. Wirklich? Nee, also... Okay. Weil du bist auch fleißig im Posten. Das ist richtig, ja. Also das mache ich effektiv. Das war auch rezent sogar ein bisschen Männer, weil ich wirklich im Moment relativ viel Stress habe. Mehr als ich wirklich probiert, alle Tag zu posten. Und was ich dann noch bezahlt gemacht, mehr am Anfang, also für mein, also nee, ich soll nicht, dass ich nicht viel Zeit auf Social Media verschwende. Ich meine, das möchte ich ein bisschen verreden. Aber für mein eigenes Social Media so aufrechtzuerhalten, geht es irgendwie ein bisschen immer Männer mehr probieren, du aber Hand zu bleiben. Auf wie war hast du das gemacht? Denn mein Social Media? Ja, einfach immer so zu posten. Also am Anfang, als es angegangen, also schon den Instagram-Account gemacht für, boah, keine Ahnung wie viele Jahre. Sogar damals ein bisschen, weil meine Freundin mich initiiert hat, für das zu machen. Also es war, wo Instagram halt noch relativ an den Startlöcher stand. Und wenn ich am Anfang angefangen habe, mit viel posten oder regelmäßig posten, das war an der Pandemie. Also am Anfang von der Pandemie. Das ist langweilig. Ja, mal nicht unbedingt das langweilig, aber ich war mit meinem besten Kollegen, da sind wir mal am Velomat gegangen und ich trainiert tun. War so dem Moment so semi-legal war. Und wie dass ich immer da gelaufen sind und dann noch in der Saison sind wir auch mal laufen gegangen, aber meistens dann immer von Schwingen easy Training hat. Okay. Aber wie dass man am Anfang so ich nie auf meinen intensiven Trainingsseance gesehen, weil man da am Gruppe trainiert tun, weil das dem Moment nicht machbar war und ich doch irgendwie müssen daheim auf der Straße machen. Und du hast ihm ein bisschen aufgefallen, so sah auch schon impressionant aus. Und du hast ihn dann gefilmt. Und du hast ein Material, was so war, postet und da hast du so, ja, boah, für den Moment ein bisschen viral gegangen. Du warst so, ja, ich sowieso kein zu dir im Moment. Du musst ein bisschen mehr, was du musst. Und du hast dich geschlagen und das ist relativ sehr auf 10.000 Follower gegangen, an Zeit von einer Woche oder so. Und dann habe ich gedacht, boah, keine Ahnung, why not? Yeah. Aber weißt du ein bisschen, und das auch, also irgendwann hast du gefangen für mich selber mega flott zu gehen, weil ich gucke nur ein Video als Mengen, also ich mache für ein Video an. Wenn ich ein Video gucke, von einem Tag, und die können von Mengen posten holen, ich weiß genau, was ich trainiert habe den Tag. Ja. Einfach dadurch, dass ich von Spieler selber gesehen habe, weiß ich, ja, das war den Tag durch. Und das ist irgendwie mittlerweile ein bisschen so, irgendwie wie ein Tagebuch sogar. Und das ist ziemlich cool, für das dann immer zu gucken. Du filmst alle Training, normalerweise. Ja, also das ist schwierig. Also, wenn du hast, also auch leider aus meiner Trainingsgruppe, die wissen schon, dass ich gerne Content tun. Meinst du, stellen mich auch etwas dann nur im Training von der Seance selber, die mehr wichtig ist, wie Content zu holen. Und da stellen den du noch ein bisschen vielleicht etwas mehr. Am Anfang wissen die auch noch, wenn die ein bisschen echt fertig sind oder so, dass ich gerne etwas holen. Dann sitzen sie sich auf der Velo oder von neben drunter und sie filmen das. Nee, nicht all Tag. Also ich trainiere noch zweimal im Tag und dann habe ich vielleicht an einem Tag zweimal etwas, wo ich schon für irgendwann Post respektiv. Das ist auch mal das etwas von dem selbsten Training auf 2, 3 Tage gezogen. Was du an der Lauf, weil du schon ein bisschen bekannt, weil du schon ein bisschen auf YouTube und so auf Instagram sind, da sind aber viele Leute, die so da folgen, weil du musst ja so informativen Content. Also effektiv, das ist schwer für mich zu sagen. Also ich denke, also Laufwelt ist ein relativ großes Welt, mit Leichtathletikfeld, also so auf der Piste laufen, das war Jumping machen, das ist aber ein bisschen wie Klangwelt am Anfang. Okay. Und an der Leichtathletikfeld meine ich schon, dass viele Leute mich kennen. Ich so nicht, dass ich mich unbedingt folge, aber irgendwie ist schon irgendwie wie sieht über mein
über ein Video von mir an den Social Medias gestolpert, dann hat mich da gesehen. Und das ist auch etwas, was ich immer mehr merke, dass ich Kursen dann nur geschwärzt gehe, so, cool, ja, ich folge einen Job Instagram, mega cool, und ich will ein Foto dann noch vielleicht eben noch machen. Ich gebe mich nicht als bekannt bezeichnen. Also, ich sehe irgendwo so den informative Content bringt mir aber nicht den an der Welt spitzt lebt. Also da so schlafen okay gut, ich sind halt auf den Social Media relativ präsent und du sind immer mehr Leute, die mich doch dann immer kennen, aber an der Bubble. Love Influencer. Ja, schon nicht so gerne. Also ich selber so mehr, ja. Ich glaube. Kann man ganz kurz feststellen, was hier für gute Best-Kollege wird? Also, das ist aber am Anfang habe ich Shoutout in der Best-Kollege. Ja, definitiv. Also, ist okay so, und die geben, wenn ich schlafe, gehen die drum am Velo fahren, für das zu filmen. Nee, also, du musst nicht schnell laufen. Vielleicht auch. Ja, nee, also, hier hat er angefangen, noch Lo bestehen. Also, ich die Lo für eine enge Stunde laufen gewesen, und da war ich noch mal. Okay. Weil, das ist, ihr gebt wirklich oft. Wann ich also hin wohnt da, wo ich in der Gegend von meinem Elternhaus. Bei Söll. Bei Söll, genau. Kapweiler, wen kennt. Wann hin Zeit hat, das halt wirklich, dass ich selber nicht viel Zeit habe und ich einfach Zeit will auch mal Team verbringen, dann probieren wir das irgendwie so zu organisieren, dass wir dann zusammen den Moment da können. Ich verstehe nicht wirklich viel vom Sport und mal ihn unterstützt mich, deckt daran und ich fand das doch cool, wenn ich meine, das ist eben so, wie man dann irgendwie probiert, für Zeit einfach können wir nichts verbringen und das ist etwas, was mich mega arrangiert, da war ich mega dankbar dafür sind. Ach, sind das sportlich? Und teuer, weil nicht mehr man Velo macht. Ja, aber man Velo laufen, weißt du, das ist aber schon ein bisschen. Also die beste Form hat in Corona-Zeiten, wo dann wirklich mal da gegangen ist. Nee, ich gebe nicht, also nee, das nicht wirklich sportlich, nee. Okay. Also hin ist auch nicht den Majorität von meinem Content mittlerweile filmt. Das ist echt auch meine Freundin, respektive leider aus meinem Trainingsgruppe. Okay. Wirklich, dass ich viel mehr oft gesehen habe. Mehr einfach. Du hast dafür Druck gesagt, du gibst nicht auf der Weltspitze mitlaufen. Ja. Wie war das? Hast du eine Decision? Ja, also nee, ich sehe... Einfach Salz an Punsch. Nee, also ich sehe für alle einfach nicht gut genug dafür. Also schon das probiert für so seriös wie möglich, also ich so noch nicht, also ich meine das immer ganz seriös und ich meine doch auf einem nationalen, ganz guten Niveau gebe ich so einen, kann den darüber argumentieren, ob erweitert europäische Spitze ist, ich war eigentlich auf einer Europameisterschaft, das ist schon okay, also das schon, ja, es geht nicht für den irrwischen Niveau, dafür sind ich einfach nicht gut genug. Schon auch ganz viele andere Verpflichtungen, also ich bin mittlerweile auch selber Trainer, schon einen Beruf, wo ich arbeite an, ja, was hast du? Kine. Ja, voilà, also ein paar so irgendwo schon dann dran, ja, schon viele andere Verpflichtungen noch, und das ist auch nicht genug Zeit für das professionell zu machen und ich will doch ehrlich gesagt nicht professionell machen. Okay, finanziell mal, also wie viel suchen das du überhaupt zu machen, wenn du unterstützt wärst? Also unterstützt, also so, dass die Top-Leute, die können so machen. Also ich meine, wir haben auch politische Athleten, die professionell machen, dann entweder mit dem Rekül von der Armee, respektive wenn wir einen guten Sponsorvertrag und man einen großen Sportausrüster, da kann das doch gehen. Als Letzteburger sind wir ein bisschen unattraktiv, so ein Sportausrüster, den Sommer als Beispiel, der gibt 2000 € den Monat, geht in einem Letzteburger 2000 € den Monat. Das ist nicht immens attraktiv, geht in einem, so an Mengen Disziplinen, einem Ostafrikaner, geht in dem 2000 € den Monat, für den ist das dann vielleicht schon immens attraktiv. Ja. Und da, wenn das ein bisschen kompetitiv gesehen, wie von anderen Ländern, ist es schwierig. Da sind doch, also es macht Menge mehr nur von den Gründen, für was wenig Letzteburger Profisportler gehen, weil man halt so, genau, das ist einfach ein anderer Beruf zu machen, wo sehr viel mehr Geld hat, mehr Sicherheiten hat, so wenn ich krank ist, dann hat er sein Congé Maladie, den normale Congé, und wenn ich fertig ist, schaffen, dann kann ich nur schließen, mehr als Profisportler. Wenn du von der Schaff, vom Training heimgehst, da warst du aber noch Sportler, du musst gucken, dass du anständig schläfst, du musst gucken, dass du anständig isst, du musst rekuperieren, an. Du willst am Anfang immer Arbeit mit Themen, also Sportler, was du 24/7, 365 am Jahr. Das ist oft ein undankbaren Job. Das ist, wie was müsstet?
weil ich gerne machen. Also das ist wirklich das ist eine Passion von mir. Ich schon immens gerne, das Gefühl, die Konnexion zwischen Körper und Geist und mal die am Laufen, ich relativ einfach finde. An Simplizität vom Laufen, also auch etwas, was mich immens fasziniert. Also Schiedfried kann laufen, quasi Schiedfried kann laufen. Ja, also das ist effektiv. Also das ist von meinen großen Projekten, die man ein bisschen um Herz leiden, den schon organisieren einen Kurs am Land, die Wings for Life, also Wings for Life World Run, und das ist effektiv Run for those who can't. Cool. Und das ist eben Leute, die querschnitts gelähmt sind, für die durch Forschungsgelder können Fleisch zum Laufen zu bringen. Aber ja, effektiv nicht jeder kann laufen, mit quasi, also das ist relativ einfach. Wir brauchen eine Box an Chong an das in NRW. Da brauche ich gar keine Infrastrukturen oder so, und das ist etwas, was ich immens gerne will. Ja, das ist nicht viel Equipment, effektiv. Ja. Kannst du sie wohl strengen? Ja, andere Philipp findet Iva langweilig. Ich fand es langweilig. Ja, also ich verstehe das doch. Ja. Also das ist was viele Leute langweilig fanden, dass auch oft das Mittel zum Zweck für Erfolg zu kommen, für aufzuholen oder so. Und das ist aber auch etwas, was ich da flott fand. Wenn den sich ein bisschen durchhandelt setzt, bis an den Flow könnt, dann kann es immens bereichernd sein. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du das Ziel hast, okay, wenn es mich schnell geht, also ich mag Karate, wenn du dann laufen gehst, für einfach fit zu gehen, ja, weil das Mittel zum Zweck daneben. Ne? Und dann ist es ein bisschen so, ja, ich meine von lieber Karate, aber für gute Karate zu machen, muss ich auch laufen, muss ich Konditionen. Zeige ich das bei mir, also für gut zu laufen muss ich so Stabis-Training machen. Ich nicht viel Lust darüber, mit das halt, ja, wenig. Ja. Das sind so Sachen, so schlafen und von gerne mit die Sachen rundherum, manche nicht so gerne, mit das halt Mittel zum Zweck für halt den Sport gut zu machen. Ne? Mit du sollst gerade für aufzuholen. Ich habe gerade gedacht, dass am Anfang Laufen und nicht das Ideal wäre für aufzuholen. Ich habe nicht gedacht, dass es eben für Konditionen gut wäre, auch für den Kopf freizukriegen, so mit das Ernährung so den A und O für aufzuholen. Ja. Und, ja. Wetter so für ja, voilà. Also ich so nicht, dass es so Sportachte gibt, mir eben Simplizität davon aus. So, wenn ich eine Routine will kriegen, so, ja, ich muss ein bisschen Sport machen. So ein Schwammen ist vielleicht besser. Ja. So mal, also es ist viel mehr gelenkschonend. Ja, vielleicht voilà, schonend, so, okay, genau. Ja. Kalorientechnisch, mein Joch, dass es schwer zu toppen ist. In den Ofen okay, vielleicht ist auf, ja. Aber du musst nur der Schaff, siehst du, okay, ich gehe eine halbe Stunde joggen, aber wenn du siehst, ich gehe eine halbe Stunde schwammen, dann musst du einen Schwamm fahren, musst du eine Stunde tun. Noch Velo fahren musst du wahrscheinlich 3 Stunden fahren. Ja, du musst dann dem nur wegen deiner Velo kaufen oder so. Das ist schon relativ einfach. Wahrscheinlich hätte ich gemeint, du hast einfach so die generelle Form, weißt du kriegst das Sixpack oder weißt du so... Ich meine, für fit zu sein, also am besten einfach Fitness an Cardio-Sachen mischen. Zum Beispiel, ich meine nicht, also die Fitnessleute, ich schwätze nicht für Bodybuilder mehr, einfach so Leute, wo wir einfach als Ideal so gesehen als Gesellschaft. Ich meine nicht, dass die viel Cardio machen, oder meinst du doch? Also, nee, so wenn ihr seht, so die Fitnessmodellen und so, ja, das war ja gesagt. Nee, aber das ist ja, die haben ja auch, die haben ja nicht nur unbedingt dann das Ziel für aufzuholen, aber sogar echt au contraire. Die genau. Muskulatur haben, die als Standard haben, was halt attraktiv ausgesehen. Ja. Effektiv, ja. Dafür ist Laufen von kontraproduktiv, also viel Laufen. Also ich so wie ich ein Ausdauersportler, das ist nicht viel drin. Also, wie schwer warst du? Ungefähr? 55 Kilo. Wirklich? Ja. Aber wie groß? 1,73 Meter. Wow, okay, 55. Ja, voilà. Und das ist noch mehr wichtig wie am Velo, all Gramm, den sie mehr ja, das ist genauso wie am Velo. Ja. Am Velo, als Biersport ist genauso wichtig als Läfer. Als den dann vielleicht in Rolle, so als am Velo, du hast ein bisschen Mann wichtig. Aber ja, effektiv, all Gramm, die mehr haben, den musst du drohen und die spielst du irgendwann. Ne? Also das ist nicht, dass ich so nicht fokussiere mich darüber, wie viele Schweine oder so. Das ist schon... desto mehr Liegen, desto besser geht. Das heißt, guckst du auch so Kalorien, also Sachen? Absolut nicht. Nee? Absolut nicht. Ich meine, wenn du so viel lebst, dann... Voilà. Das ist das ist sogar ein großer Luxus. Also, wenn ich meine Ernährung auch gucke, du kennst den auch pro Prozent Fleisch raus, weil ich gucke absolut keine Kalorien. Okay. Wie viel lebst du all da? Ja. Quasi? Ja. Nee, also nicht quasi. Ja, all da. Aber wie viel circa? Also am Moment mache ich so zwischen 11 und 12 Training an der Woche. Immer laufen?
Nee, auch stabil. Ja, aber das ist immer mal den Lauf da kombiniert. Ich gehe mittlerweile mal ganz ein zu 2 Mal pro Woche schwammen als Ausgleich. Ja, an der Moyenne machen ich so, ich schätze im Moment so 120, 130 Kilometer die Woche. Das ist so bis 120 Kilometer am Tag. Ja, aber da kannst du nicht wissen. Wow. Was musst du machen, für in die Waldspitze zu kommen? Was hast du da? Was fehlt? 21 Kilometer. Ja. 4 Kilometer am Tag. Ja, nee, also das hängt natürlich von der Disziplin auf. Ne? Also, ja. Die Langstrecke liefer, also ich sind im Moment so 5.000, 10.000 Meter liefer, gebe ich mich schätzen. Waldspitze gebe ich schätzen, dreht so 170 bis 190 Wochenkilometer. Die man dann auch noch 2 Mal Woche ein intensive Krafttraining dabei, den ich nicht mache. Ich mache bis die Sachen daheim, ja, wenn man die Körpergewicht, ich gehe nicht an den Fitnesscenter für mit Langhanteln oder so zu schaffen. Da das selbst was dann dabei könnt, an natürlich die größte Paras Rekuperation, Zeit zu holen für all die Sachen zu machen. Am Trainingslager zu gehen, wo ich sich wirklich nicht mehr darüber konzentrieren kann, am Ausdauersport als viel höchsten Trainingslager ein Thema, was ich einmal die Jahr probieren zu machen, mir war aber mit meinem Beruf schwer vereinbar ist, weil du sollst doch schon 3-4 Wochen gehen. Ja. Und Vakanz. Voilà, genau. Das ist also der Congé, den ich an den Pendant sowieso nicht hört, als Fort. Ne? Was ist dann die richtige Rekuperation Laufen? Was kann ich alles machen? Am Idealfall halt so wenig wie möglich. Ne? Das heißt, auf der Couch leihen und am besten Social Media durchscrollen und nicht machen. Nee, was so aktiv Sachen. Ja, weil eine Massage, effektiv an Massage gehen, ein Mittagsrast machen, nappen, anständig essen, direkt gucken, direkt umlaufen, Proteine ranzukriegen, für das Ganze so gut wie möglich zu rekuperieren. Und das sind Sachen, die oft bei mir nicht machbar sind. Ne? Ich ging dann mein nächstes Training machen entweder morgens für der Schaff, respektive an der Mittagsstunde, und das dann aber immer ein bisschen mit Stress verbunden wird, mal Zeit hinzukriegen und dann oben du nur rein kann. Ja, okay. Nicht ideal, aber das soll so wie ich funktionieren. Tja, welche Karten hast du dann da? Meine 3 Karten von Access von der Spurcase. Meine Debitkarte, mit der ich auch meine Vakanz und meine Flieger buchen kann. Meine Visa Classic und meine Visa Premier, wo ich noch ganz viel extra Versicherungen habe, wie zum Beispiel bei Reiseausfall oder wenn es mit meinem Gepäck geschehen. Ja, mega cool, ich los eine Premierskarte. Da kannst du mal doch mit Apple Pay bezahlen. Na ja, klar, du kannst ganz einfach mit deinem iPhone bezahlen. Cool. Und so Eisbad? Als kontrovers Thema. Ja? Ja, also dem Moment, wo in einem Trainingsblog als Welle oder so Entzündungsprozess am Körper stattfindet, für dass der Körper eine Anpassung möchte. Wenn in einer Wettkampfphase ist, also zum Beispiel gleich Woche war ich auf Malta, der Spieler von den kleinen Ländern. Congrats. Merci. Da habe ich effektiv dann noch Eisbad gemacht, für die Rekuperation zu beschleunigen. Ja. Und in dem Moment nicht mehr eine Anpassung von meinem Körper tun, aber so sehr wie möglich frisch wollte für die nächsten Kurs. Und da kann das dann ein interessantes Tool sein. Aber wenn ich das die ganze Zeit die Entzündungsprozesse, die in am Anfang während dem Training will machen, für das der Körper eine Anpassung möchte, Muskulatur sich anpasst, wenn den Day da stoppen geht mit Eisbad, da fühlt sich den Tag zwar vielleicht besser, aber da wo Kurs dann ist, an 1, 2, 3, 4 Monate, als die Anpassung vielleicht nicht so gut wie... Ja. Du sollst auch nicht an das Fitness gehen und dann nur Eisbad machen, weil dein Körper, du willst deinen Muskel von Futti machen und dann kannst du Inflammation und dann... Genau. Du musst deinen Reiz am Anfang noch am Futti. Das kann halt so erwünscht sein, aber nicht Interessant, okay. Wie war es dann zum Malta? Hat flott? Es war mega flott, also das ist immer mega cool, wenn man so ein Multisport-Event tun. Also das sind immer die Sachen, wo ich am liebsten mitgehe, weil ich eben noch normalerweise sind halt in einer Bubble mit den anderen Leichtathleten dann. Und war doch mega cool, das ist auch flott für andere Sportarten kennenzulernen, zu sehen und auch mal können da mitzugehen und sich auszutauschen und das ist immer mega flott. Bei Malta ist zwar mega bekannt als schöne Touristen. Kannst du auch gut rauskommen, oder? Ja, das ist rausgegangen. Also, ja. Also, gibt so eine große Location, du warst zwar nicht noch mal weiter, weil ich irgendwie zum Schluss auch ziemlich gefragt war. Und ich war, letztes Jahr war mir am Test, die waren schon da so. Und da waren wir da hin und boah, es war ein bisschen zu viel so gut los. Und ja, also dafür ist es sicher mega cool. Ich fand die Insel so von der Natur, von der Landschaft. Das ist nicht, ne? Nicht so immens. Kennt nicht so viel Natur, oder? Nee, das ist einfach, es ist halt überall Steng, das ist gut Wetter, das ist geil Wetter, so mehr. Also aber rein objektiv und ich noch nicht so mega flott fand, für dort zu sehen. Fandest du gut? Ich war eigentlich durch, ob Spieler von der kleinen Karate ist ja nicht dabei. Ah ja. Ja, wir waren 3D Stunden, nicht viel gesehen. Ja, voilà, also auch, mir auch, du sagst nicht viel, immer wenn es um so ein Event ist,
du musst schon den Kompetition konzentrieren und dann ja, also mir gesagt schon schön aus. Am Anfang waren den Asian, wie lange war der du? Wir waren eine Woche da. Aber wenn es ein Asian Tag du warst, kannst du da nur über chillen. Ja, also das kann mega cool sein, ne? Dass den nächsten Tag Kompetition ist. Ja. Hängt davon auf, ne? An dem du wegen Sportart hoffst du ja nicht, dass du den nächsten Tag rausfliegst dann, ne? Ja. Bei mir war es so, ich war den zweiten Wettkampftag drin an den zweiten letzten. Und dann du dazwischen sollst du dann noch gucken, für dich ein bisschen zu rekuperieren. Ja. Und das ist ein bisschen blöd. Also ich konnte pure Sachen gucken von den anderen Sportarten. Ja, Malta ist ziemlich weit, also nie gefasst gewesen, dass ein Horror Infrastruktursituation mit Verkehr und so gewesen. Und da hast du den mega lang gebraucht, von einem Platz auf die andere zu kommen, was dann auch ein bisschen blöd war. War alles ein bisschen weiter also nicht. Das ist auf anderen Platz schon mehr einfach gewesen, dass du so quasi Walking Distance da okay. Und da noch gucken kannst gehen. Mit waren aber Schiedverein, außer Malteser, waren dann ein Boot, das war dann noch schon cool. So Tom, ich war gestern mit meinem Hund im Ballo beim Därendoktor, weil er war krank. Und ich bin mega froh, dass ich die Assurance bei AXA gemacht habe für die Hunde, für die Katzen, weil sonst wird das mega teuer gehen. Das ist gut, das ist interessant, weil ich selber einen Katz Mickey und die muss auch ultra auf bei den Veterinär. Wo kann ich mich informieren für von AXA die Assurance da? Aber du kannst einfach auf den Link unter diesem Video klicken, da kannst du direkt auf die Website. Okay. Hast du mal im Grand Duc geschwart? Schon mal im Grand Duc geschwart, ja. Cool. Purmol, vom Sportsminister, die waren alle guten da. Das ist auch cool. Ja. Dann so wirklich Land vertreten und die sind dann noch da, das ist schon flott. Für einen Sportart findest du da cool zu gucken? Leichtathletik. Ja, okay, ja. Also Leichtathletik ist schon, das hat mich am meisten interessiert. Laufen die Sachen, die da waren. Was ich gerne gucken gegangen wäre Squash gewesen, weil ich gerne noch selber Squash spielen, weil ich es relativ cool fand. Hatte ich leider keine Zeit dafür. Ich war Basket gucken, Basket fand ich relativ cool für gucken. Sie gewonnen, Frauen oder Männer? Doch. Die zwei? Also ich war Männer gucken. Okay. Den auch nicht gewonnen, oder? Doch, Männer gewonnen, ja, eben. Und das war halt ein bisschen blöd, weil Finale war parallel zu meiner zweiten Kurs. Und die waren anscheinend mega geil für gucken zu gehen. Weil anscheinend schon Malta hat nicht alt Lützebäuer raggelos, weil sie wollte wirklich total quasi voll Malteser waren. Und Lützebäuer hat angefangen zu gewinnen. Und diese mega Stimmung gemacht. Lützebäuer und Malteser war ein bisschen schlecht drum. Und also anscheinend ein bisschen so gehooligens gehen. Und das hat nur anscheinend sogar von der Polizei abgelesen gehen. Und es war mega geile Stimmung anscheinend. Und Lützebäuer gewonnen hat. Es war für Lützebäuer richtig, richtig geil. Aber wie waren denn Kursen? Mega gut, viel besser, wie ich das am Anfang gefragt habe. Die Präparation war nicht genial, nicht perfekt. Ich hätte gerne 2-3 Wochen mehr gehabt, für mich zu präparieren. Aber ja, ich hatte geliebäugelt mit einer Medaille, einer dritter Platz unter 10.000. Und du sind du zweite gehen, was mega cool war. Und du warst am Anfang 5.000, die eben 4 Stunden war alles so Bonus. Also ohne Druck kannst du rangehen, ohne Stress. Und du sind du eine dritte gehen. Das heißt, Dürbel-Kongress. War schon nice. Nice, cool. Wie alt warst du überhaupt? 28. 28, okay. Ja. Sicher? Ja. Ganz kurz, Happy Birthday Philipp, hat gestern Geburtstag. Ja, Solo alt. 26 Jahre. 23 Jahre. Ja. Okay, cool. Ganz kurz noch zum Grand Duc. Zum Monsieur Grand Duc. Hast du gesagt, dass du auf den Podcast kannst? Nee, ich nicht. Nee, weil hier will ich ganz gerne kommen, aber bis haben wir noch nicht invitiert. Ja, das wäre interessant. Irgendwann los mal. Ich meine, bei Karate, bei den Spielern von den kleinen Ländern, ich meine, 2025 sind sie dabei, da musst du schon aufhängen. Vier dann, und dann lernst du Grand Duc an. Ja. Ich will mir die Wähler laufen. Ja. Ja, 2025 ist dann Andorra. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß nicht, wo ich im Karate. Ja, das ist ja so, dass bei den Spielern ist es so, dass Toast Nation der pur Sportarten selber wählen, die sie drauf setzen. Also ich weiß zum Beispiel für Drova in Montenegro, die hatten du Petang drauf gemacht. Wirklich? Ja. Ich Petang sagen, Karate nicht? Nee, voilà, du kannst den Host kann dann eben ein bisschen selber wählen, wenn das mir bald von 2025 ist Andorra. Okay. Was ich meine, relativ cool geht, weil du hast eben die Proximität. Ja. Und du kannst dann mega gut Sachen gucken und du hast das dann mega cool. Ja. Okay, nice. So mal ist das Woche mal Kaffee Latte Karamellgu. Und heute nicht mehr eine Schuhe geguckt, 74 Kalorien. Wow. Ich war sowieso. Jetzt, was du willst. Ja. Trinken, was du willst. Also, letzte Woche hat man den Espresso gemacht, den man am Lennart getrunken. Der war gut, den kriegt einen 8,5 von mir.
Ja, also ich bin kein Kaffeetrinker mehr, ich bin relativ interessiert. Sind ich mal gespannt, ob man das ja aber vielleicht. Und das Jahr hat schon einen Tiefkühler gemalt. Ja, das ist Mikal. Merci Luxley, dass er sponsert. An dem guten Zug auch merci AXA und merci Spurkäse, dass er sponsert. Aber wenn wir schon dabei sind, merci Gruppe, dass wir dir noch wollen. Merci Bob, das halb was. Gerne. Merci für die Nullleistung. Prost. Ja, die können doch so. Sie trinken nicht immer aus den Tassen. Ja. Ich trinke der Teil raus, also kann ich doch raus trinken. Ja. Oder eben so ein Tassen. Wir Leute Kinder 4 auf der Welt. Ja, das hat einen gewonnen, gell? Jeden von den Nullleistung, ein von denen 4 Tassen auf der Welt. Ist ja okay. Also Das auch ist als schon lecker. Kaffeetrinker. Also Ja, das ist nicht so krass Kaffee. für die Kaffees Ja. Logo, weil da war relativ agreeabel. Achso, Koffein da noch dran. Ich meine schon. Ich meine schon den Leschke, aber besser von. Den alles bis mir seis. Ja. Also das ist ziemlich süß. Ja. Aber das aber also nicht das steuert. 2,8 Gramm Proteinen. Kein Amazing. Bizeps wiest du durch. Ne, ist gut. Kriegt aber auch ein gut Not. Ja. Was gibst du dem? Was hat schlecht gegeben? Na, 7 7 für. für den anderen. Und ich Ich 8,5. gehe da los 7,5. Besser, okay, ich gehe Mann. Ich gehe los 7. Ja. Ich weiß, Und am 10? Anfang Wie viel gibst du? Was das geht Karam also Kaffee Latte Karamell aber Ja, Espresso oder Cappuccino. korrekt. ich gebe meinen das Schwandern das heute am liebsten hat. Ja. Also wie geht das ich Kaffee also Ja. Kaffee ist für mich so ähnt. Ja, okay. Also Möllisch ist aber eng für mich. Von daher Ich, Kombination das komm 5,5. Okay, da ist am Anfang an der Reihe, ja. Gut, merci Luxley. Me so 10 Gramm Zucker, ist das viel? Das war. Das ist schon ein bisschen. Wieso hab's meinen das aber schon okay nach. Ich meine, für so Sachen ist das okay. Ja. Schon am Anfang alles, das ja. Karamell dran, ne? Ja, Ja. Ich schon am Anfang alles gerne mit Zucker, das ist ein bisschen dumm. So Zucker ist ja nicht so. so wie mich. Ja, so Zucker seis. Ja. Ja. Ich wollte nach ein Thema ausschätzen, nur da gestern gesehen, du hat Apple die neue Vision Pro vorgestellt. nicht Madrid mehr Also so kosten- ein Oculus Quest oder so. Ja. Ja, Kosten- sind nur ihre Produkte vorgestellt. Die kosten- 3600? Ja, 3600. Ja. Und da das mein schon ein Punkt, wo es sich nicht tut, wer durchsetzen, weil die Menschen Leute das nicht Das ist wirklich teuer. Es gibt zwar viele Apple-Fanatiker, die da trotzdem kaufen werden. Ja, aber breit Maß nicht. Ja, Also ja, ich schon noch iPhone und schon entretemps sogar ein MacBook, wow. Und ich gebe aber niemals erst. Ja, da gebe ich mal Nee, nicht. mir ist so, also, ja, Fängt der Preis hängt muss davon nach auf- oben. Ja, mir hängt davon auf, was nur die Möglichkeiten Was man kannst sieht, machen was kannst damit, machen. ja. Von der Besatz, was du vielleicht am, keine Ahnung, wenn du nur kein Fernsehen wie brauchst, weil du just nicht Ja, so also ich meine, das ist auch echt da, wenn es dafür gedurcht. Du kannst also Netflix rufen und du kannst irgendwie mit Fangere so steuern. Ja. Und dann kannst du so deinen Film auswählen. Ja, nee, also ist so, was du da kein Fernsehen wie brauchst, dann hast du 3.600 €, immer noch mega teuer. Ja. Wie das aber vielleicht, keine Ahnung, das ist ja auch eine erste Generation, vielleicht bringen sie erst eine zweite Ja, sicher. Generation raus, Ja, ja. die mir billig geht. Aber was kannst du damit noch machen, außer du Tele gucken? Ich weiß es nicht genau. Ich meine, du kannst auch als Masse anfangen. Also ich meine, du kannst ein bisschen alles damit machen. Ja, also normalerweise, wenn Und Apple gesagt- etwas launcht, dann... Ja. Sieht aus wie Skibrille. Ja, ja. Ja, ich gesagt, okay aus, mir. Ja. Ich gebe das Sieht besser aus wie die von- niemals kaufen. War das dann noch um so ein großes Event? Dann? Ja, gestern war so ein Keynote, Ah, ja, wo so lauter Sachen im vorgestellt haben. Aber auch noch neue andere Sachen? Oh, neue MacBook an iOS 17 oder so. Also du kannst, ich weiß nicht. Ich meine, wir können als Handy bei ihnen haben, da gehst direkt Kontakte an. Ich meine, nichts ganz krasses. Okay. Was du Apple Ich sehe Fan? Apple, ja. Ja. Ja, also Du hast ich- aber kein Apple Watch, June. Nee, weil Apple Watch für Sport nicht so, also Nee? sie kann nicht, mir sind aber ein paar spezifische Sachen, die wir brauchen, die das dann nicht Zum kann. Beispiel? Also Lab-Splitten holen, ne? Das heißt, wenn wir Repetitionen auf der Piste machen, wenn ich so ein 200er oder so machen, dann schon halt so Lab holen und das ist bei der Apple Watch Okay. nicht so genial, also das ist nicht so präzise einfach. Okay. Und halt so geht bei uns im 100stel, Ja. da hast du dann so ein richtig GPS, aber Okay. besser einfach. Und den Follower auf Insta, die haben von so Sponsorenbranche oder so Apps. Teilweise ja, also Lützenburg sponsern ist schwierig, irgendwie ja, Lützenburg den machst du ist nicht so interessant. Wir können da Luxley vermitteln. Ja, also, Während dem Laufen, denk. ja, aber also für Laufen Müll strecke, das ist schwierig. Nee, also in Lützenburg ist es schwierig, also das ist so verschiedene Boutiker, also so zum Beispiel schaffen, ja,
kann ich schon ein bisschen Werbung machen. Am Asbau zu summen, lose Rezent, die sind dann natürlich selbst schon ein bisschen interessiert, obwohl ich ja dann als meine sportliche Performance die die mehr interessiert, wie unbedingt mein Following, was sie natürlich auch also fanden es natürlich auch gut, hilft ihnen natürlich auch. Weil viele Follower sind bestimmt noch keine Lützebäuer. Voilà, also eine große Majorität von den Followern ist natürlich nicht Lützebäuer. Aber dann international natürlich, also verschiedene Sachen, die wo zwar auch für mich nicht attraktiv sind, kriege ich aufrufen. Für Sponsoring zu machen. Also etwas, wo all da sind, dass sie so kriegst auf Instagram geschrieben, respektive dann über Mail so die kleinen Visual wollen machen, ja, so, okay. Ja, so nee. Sachen. Dann, also so Sponsoring, da sind schon null dran interessiert. Ja. Also soll erstens will ich selber schon mal getestet haben, anders soll so eine Tour von Wert für meine Community. Ja. Anders sind ich nicht wirklich daran interessiert. Aber ja, also mit verschiedenen Sachen schaffen schon natürlich zu zoomen. Also schon 3 Großpartner, also dann den Asbach halt, dann Top 4 Running, weil so in Online-Stores die Laufsachen verkaufen, an Red Bull Welt geil ist. Red Bull? Hey, wie krass. Und Sie dich kontaktiert oder so? Ja, also sie haben mich an einer ersten Hand kontaktiert, gerade an den Lauf, den ich da organisieren hatte, das ganz von Red Bull auch. Und da schaffen wir dann noch relativ viele Großmann zu summen, für da auf den zu stellen. Hey, war geil. Was heißt Red Bull Lützeburg oder wie? Red Bull Lützeburg gibt es eine Instagram-Seite, mir Red Bull Lützeburg gibt es nicht. Okay. Red Bull Benelux. Und das lebt alles am Anfang über Belg. Das ist auch alle mit den Kontaktpersonen, die hier sitzen, zu Gent an der Belg. Okay. Und ja, weil das auch ein bisschen kompliziert hier in Lützeburg mit. Sie hören das wird bestimmt schon frequent, die Minien, wo die Backs haben. Voilà, und das sind alles Autonummern, die an der Belgien gemeldet sind. Okay. Weil die gehen hier in Lützeburg nicht durch Sandweiler kommen und Schmack. Voilà. Vielleicht auch durch Lorenzweiler. Ja, das war. Voilà, und das ist ein bisschen blöd, und da tun sie auch den anderen nicht für einen Anfang zu kommen. Und ja, auch den Auto, die Herren DJ-Auto, den Big Bob heißt, den hast du auch im Belgplug, den hast du noch immer am Event. So. Und das gibt alles heil, das muss nicht akkordiert. Okay. Das ist Red Bull, ja? Ja. Wirklich? Ja, also so ein nice Summer Edition am Sommer, richtig eiskalt. Das ist schon schwer zu toppen. Ich muss sagen, es ist nicht so Red Bull. Alles so Energy Drinks. Ja, da hätte ich sollte mitbringen. Summer Edition, ein eiskalt Summer Edition. Vielleicht, noch nie probiert. Ich bin gut kein Energy Drinker. Ja, nee, also ich trinke keinen Kaffee. Als Sportler ist Koffein halt relativ interessant. Ja. Also Kaffee verdrohen, einfach nicht schmeckt noch nicht, die Menschen mich verdrohen dafür nicht, also man muss. Red Bull verdrohen ist mega gut. Das ist ein mega gut Source von Koffein für mich. Was hat das als wirklich Performance, wo deine Auswirkung hat Koffein? Ja. Also da weitert Gefäße, Blutgefäße, und da ist mehr alert. Koffein ist wirklich überfuhr am Anfang. Ja, also Koffein, das teilweise sogar darüber diskutiert, weil nachweislich Performance steigert ist, ob ich das soll der Doppingslist machen. Also wirklich? Das wäre krass am Anfang. Ja. Also dann war eine Diskussion. Also ich gefährlich alle für mich. Ich meine sogar, dass es zeitweise also schon ein paar Jahre zurück, dass es auf der Doppingsliste steht. Interessant. Ich hatte leider den ganzen Podcast darüber geguckt an Koffein ist sogar, wenn es ein Essen ist, wo Koffein dran ist, und ein nicht, genau, nämlich du schmachst das nicht, dann haben die Leute das Essen, wo Koffein dran war, lieber gehabt, wie das wo Kinder ist, weil es irgendeinen Effekt auf den Körper hat. Aber. Ja, krass. Ja, also möchte halt das ein Sucht ja, klar, das ist ein Sucht. Aber es baut eine Toleranz auch drauf. Du willst, also ich konsumiere doch nicht so viel, also für Kursen und so. Heinz, du kannst wenig schlafen, für ein bisschen Kickstart, mehr sonst probieren schon für keine Toleranz aufzubauen. Ja, ich probiere noch halt so Pausen zu machen, wo ich also per Dich keinen Kaffee trinke. Aber spürst du, dass du so Withdrawal hast? Ja, also halt Kaffee heinst du. Wenn ich wirklich so lang, so 3 Wochen oder so, und der Mensch cut, dann kriege ich so mit Kaffee. Puh. Ja. Ich habe mal meinen Konsum reduced von 3.000 in auf 2. Ja. Ich meine, ab wenn es ändert 2 bleibt, ist ja. Also 2 inclus oder exclus? 2 inclus. Okay. Ja, also oft ist ja Kaffee so ein bisschen so ein Lifestyle auch, ne? Für Kaffee zu trinken. Und wenn ihr nicht für den Koffein möchtet, eigentlich ist das doch kein Problem. Und wenn ihr der Monika ein bisschen einen extra Boost braucht, dann ein Espresso noch reifen, dass es dann damit die Pause funktioniert.
Das aber Das Iwer krass meine Schwester huet eng Matbewohnerin zu Bremen an dem sei Freund als Barista an den trinkt ohne Witz so 17.000 den Dach. Nee, safe nicht. Hier meint weil hier die dann noch so selber Tester blau wissen sie so mega speziell also so Kaffeehaus also darauf spezialisiert das stirbe wann ophalen probably ja wahrscheinlich hier wäre eine mega Toleranz dann noch gebaut also keine Ahnung wenn ich 17 Kaffee trinken also ich gebe die ganze Woche nicht schlafen kann man Tasten eine trinkt man 17 Kaffee es wäre ein interessantes Experiment so ein Keier vielleicht nicht mal dir weil du musst effektiv performen wir können gucken wie viel Podcast hat engem wo nicht so ob sein Lebensstil an seiner Ernährung passt. Ja, man Grand Duc, voilà. Genau. Ja, Google das. Ich guck mal, wie viel nach safe aus. 400 Milligramm a day. Also das war das dazu so, das noch safe. Ja. That's about 4 or 5 cups of coffee. So, da sind wir aber dann über 17 ja, das krass rumgesprengt. Du kannst es testen. Ja, nein. Also es gibt also in der Fitnessszene ist das ja auch so ein mega Booster. Du gehst auch Leute, die Gramm holen. Ja, so Pre-Workout. Ja. Crazy. Ich fand, du gesagt hast, am Fitness Leute, die Pre-Workout. Ja. Das sind Dinge so. Ja? Und ich fand auch, dass die Leute kann erkennen, die immer so Energy Drinks trinken. Ich fand, die Leute kann ich erkennen. So einfach so Genre dabei. Ja. So, du also weißt. So klassisch hat bei mir zum Beispiel gewesen, ich sehe ich weiß genau, was du meinst. Dann die so sieht, ja, da sind die Energy Drinks. Ja. 5 Red Bullen nachtrinken. Ja, doch, das reicht effektiv. Das kann ihn effektiv so ein bisschen erkennen, meistens. Ja. Was müsstest du sonst, wenn du nicht lebst? Vieles. Ja, so schaffen. Ja, also heute noch, ich bin relativ interessiert in Ornithologie, also Vögel gucken. Wirklich? Ja. Heute noch kann ich Vögel bringen, also ich schaffe nur wissenschaftlichen Sachen. Mehr für Ornithologie zu machen. Ja, mittlerweile habe ich ein bisschen angefangen, Fotos zu machen. Schlimm ist. Ja, genau. Du fischst so viel schon drauf. Voilà. Das immer dünstes als das steht da du für mich auch Weekends von Zeit tun gehst du mal trainieren am Platz naja, also normalerweise ist es so, dünstes Story fahren und dann fängt man alles abzurichten also wir fangen voll immer so Netzer und dann währenddem die anderen die echt Kontrolle machen wohin dann die wissenschaftlichen Staaten abhält alles man ich mein zweiten Training dann do und dann duschen ich sur Platz und dann helfen ich da weiter. Wenn du gehst lo, du hin. Genau. Ja, genau. Und da wird müsste. Du fängst voll an. Man guckt. Ja, nee, also das für laienhaft auszudrücken. Also es sind Netze, die abgemacht sind und viele kommen an das Schilf, also so heißt Gras, für zu schlafen für allem. Momentan sind echt Brutfullen dann, wo eine Brutfulle Monitoring möchte, wo ihr guckt, wer ein Brutfulle sie wo. Die fliegen dann, also sie schneisen am Schilf dran, da sind dann Netze abgeriecht, und da fliegt der Full dann dran, und verfängt sich dann da dran, und dann gehen wir ganz regelmäßig Kontrolle machen, dass der Full natürlich nicht lang da dran hängt. Dann wird dann identifiziert, wird geguckt, wie alles der Full, also vielleicht mal wegen Art das ist, wie alles der Full, wie schwer ist, wie schlecht wird, und da kriegt eine Rangun, für seine eigene Nummer. Und dann geht das alles angedroht an eine Datenbank und dann geht er Pflege los. Mega witzig. Du bist so voll gesund. Mein Lieblingsfull ist ein Mauersegler. Mauersegler? Ja. Kann den gucken wir einfach. Ja, kann den normalerweise. Also, das ist ein typisches Sommerfull. Ja, das ist wahrscheinlich wie ein Schwurbel. Ich kann nicht mehr. Habt ihr einen ganz. Ja, den ist flott. Also sieht cool aus. Ja, so von Uwe, von weiter. Das ist relativ interessante Full, weil Männer schon die fliehen dann die ganze Zeit. Du musst Express, geil. Ja, für mich ist das halt nicht witzig. Ich bin schon still, war nicht witzig. Das ist so Spaß. Ja, ich also... Ja. Also, ob du rüber zu schaffen, musst du noch so sehen. Das ist aber interessant einfach. Ja, Foto mache ich auch mittlerweile relativ gerne. Sonst ja, ich coache Athleten relativ. Geht auch immer mehr groß. Und
das ist auch schon. Welchen Club hast du heute? Da gibt es doch so 2, 3 große, ne? Ja, die pur mehr größer. Und ich bin zu dickrisch, also im Celtic dickrisch. Okay. Schon immer. Beste Club, oder? Beste Club, Okay. ganz klar. Keine Diskussion. Aber ja, also du sind schon ewig und du werdest auch mein Leben lang bleiben. Okay. Boah, ich meine, du willst wahrscheinlich nicht genau den Montan so an das auch wahrscheinlich, weil es nicht mehr nicht als Vollzeitberuf muss, du vielleicht nicht so relevant für dich mehr. Kannst du mal so ein bisschen ein Gespür dafür geben, wie viele so mit Sponsoring und generell an dem Sport verdienen kann, so auf dem Niveau? Weil mich das immer interessiert. Vom Sport hier oder von meinen Social Media? Beides. Ich meine, wenn du nicht so Follower hast, dann wäre es voilà. relativ schwer. Genau. Ja. Also dann also ob Menge kann ihn sich am sehr am Anfang also soll der am Straße laufen, also wirklich du der Volkslevel, den du kannst, du sie relativ viel suchen. Okay. Weil halt auch so als Beispiel bei den ING möchte du zum Beispiel zwar nicht mehr wenn in den großen Volkskurs so man 10.000 Leute im Depot, was durchaus machbar ist bei den großen Stadtmarathon. Du bezielst da Schiedfrieden, für den einfach zu machen, bezielst Schiedfrieden 10 Euro und dann nur den 10.000 Leute, dann nur den 100.000 Euro Budget und da kann ich dann einen Teil davon an Top-Athleten geben. Und da kann ich da ein bisschen am Stoß in Zirkus Geld verdienen. Auf der Piste ist es aber so, für eine Kompetition, wo 15 Leute im Depot sind, die Menschen sogar an der Startgeld bezahlen, wo dann echt Geld können für Zuschauer. Und da sind aber dann nicht 10.000 Zuschauer, oder die 10 Euro Antrieb bezahlen. Und du findest du Männergeld. Und du findest auf der Piste relativ schwer Geld zu verdienen. Auf der Straße ein bisschen mehr einfach. Wie dass ich 5.000, 10.000 Meter verdienen kann, ich ein bisschen auf der Straße laufen, was schon ein bisschen machen. Und wenn die Stufe wirklich am Serie gibt, kann ich nicht davon erleben, wir können nicht aber ein anständiges Taschengeld auf meinem Niveau zu Summe laufen. So da kann ich noch als Pacemaker, also wenn ich dann einer Leute paced, also den Kurs anfangen, perfekt gestaltet, kann ich noch ein bisschen Geld machen. Das sind so Sachen, wo so Leute dann probieren, so zu machen. Ja, du kannst in den feierstellischen Bereich kommen, mehr aber viel mehr können die anderen. Das ist aber etwas, was ich nicht machen. Über soziale Netzwerke, also mit meinem Following, also ich meine, es ist schwer zu beziffern. Also mein Büttum da ist auch nicht so viel wie mich Geld zu machen, wie ich raus kann tun. Ich meine, dass ich davon erleben kann, wenn ich das wirklich pushen. Das ist aber absolut nicht mein Ziel. Und du siehst mein Revenu, den ich da habe, ist immens unregelmäßig. Das heißt, wenn mal eine große Kampagne ist, so manche kleine Kampagnen mit verschiedenen, also zum Beispiel Nike ist ziemlich gut dran für so für sie sind ich dann so ein Mikroinfluencer sogar. Ja, okay. Ja, also okay. Für Nike, ja, also das ist man davon in den größten Worten, die es gibt. Für die sind ich relativ ein Mikroinfluencer dann an von dem mal eine große Kampagne und da kann ich das schon mal ein bisschen Suche machen. Und dann städtische Revenu als eben mal zu Coden, die ihn hört, wo ihn dann über den Internet sieht, kann etwas verkaufen, wo ihn dann eine gewisse Kommission kriegt. Und dann funktioniert das gut, ja? Das funktioniert, ja, also das funktioniert schon relativ gut. Und dann hört ihn aber so Black Friday, also November ist normalerweise, so im November manchmal normalerweise nicht gerade mit Ball so viel Geld wie das ganze Jahr. Interessant, okay. Also das ist wirklich, also das hat auch nicht gemeint. Ja. Das wirklich, also den Monat von November, das ist Wahnsinn, wie viele Leute wirklich über Internetseiten halt bestellen und davon profitieren. Und mir geht es so gut, wenn ich Verkaufszölle gucken, die Leute, die mich kaufen, da seid ihr wirklich dann so kurz dafür drunten gehen Zölle rauf, weil die Leute so denken, so, ich warte, bis sie für dann richtig so zu schlagen. Und noch du noch, also dann bis die Männer, weil die Leute dann effektiv das total als Ziel hat, für zu werden, dann du profitiert und was ja auch mega clever ist. Ja, schon kriegst dann. Genau, also so mein Epolaf schon, was normal aus 100 Euro kostet, ja, Black Friday kriegst du für 70. Das ist schon clever für dann zu werden, ne? Und davon profitieren die Leute auch, ich weiß nicht. Also, also die letzten Jahre habe ich auch probiert, bis sie davon zu profitieren, aber mal als kaufen dann ich probiert das dann effektiv auch zu suchen, dass es vielleicht mehr clever für neue Elektronik-Sachen, also die effektiv kann mega interessant sein. Ne? Ja, absolut. Ich wollte eigentlich etwas losgehen, ich habe dir schon vorher gesagt, den heutigen Podcast könnt ihr diesen Samstag raus. Ich muss sie wählen. Ja.
muss ich wahlen und schon tschüss ein Kamatelen das möchte Politiker nerven und zwar ich erkläre sogar für wahr also ich bin noch Politiker als Kollegen schon so alle immens gern aber ich fand das bisschen so also wer euch Politiker gebe ich mal zu denken so wow, wie nie die kommen drüber weil das wirklich so von schlift viel so Ja. ich weiß es muss ich nicht machen Ja, ich fand es schwer. guck da das ich mal vier gestaltt stelle für mir wären aus dem Podcast geht mir auf Stroß gehen wann ich lief guck mein Podcast wann ich lief guck mein Podcast nee guck mein nee Ja. guck mein wie gibst du der Mann als Politiker keine Ahnung so wie Pola nee, ich will kein Namen Piepser draus so wie andere Leute die nicht gerade so nie die rüberkommen ich weiß nicht das ist einfach eine Sache wo weißt du muss so, du musst ja bei den Leuten sind das ist ja gut dass sie bei den Leuten sind. Aber ich fand mir bei Leuten, bei Politikern, die es schüst machen, für die Stimme zu kriegen, an anderen, die es mehr authentisch machen. Ja, das ist richtig. Also- ja, das ist aber irgendwo manchmal schwer, so etwas zu machen, also respektive nicht zu machen, von all die anderen machen. Dass du dann immer Ja. den Eindruck so, scheiße, wenn ich nicht Ja. mache, dann Ja, hol ich einen verpassen kompetitiven ja. Notdeal. Dass du da was durchsetzt. Ja. Ich meine zum Mol an der Gemengepolitik musste ein bisschen machen weil Ja, du kein Mensch kein kann Ich verstehe das ja auch, aber ich gebe mal blöd hier kommen. Mal das Das ist ja auch etwas, wofür, also das merkt ihr ja auch irgendwo, dass Politiker mal, also vom Gefühl her, vom Measurable von, da immer Männer Leute das wollen machen. Wird Ja, immer safe, vom- ja. wird ja immer nicht mehr, ob sie geklappt. Ja, Und safe. Jeffrey weiß immer besser, wie Ja. man das sollte machen, aber Ja. von den selber muss besser machen, also Ja. ich will das nicht Nee, machen. ich will auch Respekt, natürlich. Ja. Du hast recht, das ist effektiv kein einfacher Beruf. Nee. Und das ist auch gut, dass man so hun. Mehr aber. Ja, ja, ich verstehe das total. Also ich lo zum Beispiel auch auf die Spieler, also zum Beispiel den George Engel, den ja auch Politiker ist. Schon zum Beispiel, also das könnte vielleicht schon was, so rüber, wie wenn der noch da wäre, für so Stimme sich zu gehen, dann so hin als Sportsminister, ich muss da sein, dann ich fand aber zum Beispiel, dass den relativ authentisch möchte. Voilà, das geht man durch, ja. Also an Schmengen, also was ich das nicht authentisch möchte, nee, ich möchte nicht authentisch schmengen, dass die wirklich Authentisch sportbegeistert ist, ist ja. und dass den das wirklich cool fand und den, Ja. den hat Mother ist gefeiert, so, den hat das mega cool fand, den hat nicht nur so durch so, oh, das ist aber gut, wenn den du eine Medaille möchtest, weil das könnte vielleicht auch gut für mich rüber und so, den hat das schon auch cool fand, Ja. wenn Leute gut lesen Voilà. bräuchten. Ja, das Da, voilà, die Top-Politiker manchmal die Hunde doch Männer neidisch, weil Ja, ja. sie eben sowieso bekannt sind, mehr viel mal auf den Stand Ja. zu kommen. Me ich schwätze mal nicht von den Top-Politikern, aber so schon Gefühl, weißt du, so lo oder B-Mol können so alle kleinen Hobbypolitiker, die eben will für die Gemengewahl gewählt gehen, so als der Lächer raus geht, ob alle Tippe fest, also B-Mol, weißt du, so bei allen, egal was das, dabei, ob B-Mol, weißt du, geht alle Hand geküsst, und ob B-Mol geht als alle Menschen mega interessant, Ja. und in 2 Wochen sind sie nächsten, Ja. ist ja ganz mit anders. Sarahs die anderen die es nicht machen die nicht gewählt aber wenn es gewählt wird weil es gehen muss Ja, mit der Mare dass man da geht man authentisch sehen weißt du hast andere Politiker authentisch du hast machen andere Politiker die machen nicht 3 Wochen 4 Runde Wahlen weißt du, die Hunde Ja. weißt du, die machen Politik für Politik zu machen und sind dann noch vielleicht nur bei den Leuten an anderer sie so im Mond 4 Runde Wahlen nur bei den Leuten Ja, aber ich meine, so dumm sind die Majorität von den Leuten bei der Fall auch nicht. ja die checken da, Die ja. durchgucken das genauso Safe, wie du und ja. die denken sich auch dann, so effektiv die lokale Kirmes und da gesagt in die lokale Politiker und nächstes Jahr als Kirmes rum und das nicht Ja. so blöd sind die Leute noch Ja. nicht und dann gehst du da, aber du kriegst vielleicht auch noch ein paar Stimmen mehr. Ja. Die Gruppe von den Leuten, mein, das ist aber schon so ich meine für Gemeng also mehr wichtig nach wie viel Brasilien, Ja, ja. Dinge ja, weil, also, weil Safe, ja. Ja, dass du mehr einfach das Anhänger gemeint zu weisen, ja, ja, ja. der große Absolut, Bühne. absolut. Ja, ja, Ja. ich wollte jetzt Glas gehen. kannst du sei Kann ich aber Rant verstehen. Kann ich gut verstehen, Ja, dass sehr. es muss am Moment doch alltag ist etwas Neues an der Board doch. Ja, 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 bei mir ist es am Anfang einfach egal also, du bist ja komisch. Das ist schon geil. Nee. Und mein anderes Thema, was ich noch losgehen, ich bin am Moment am Gang mit meiner Freundin durch ein Appartementsguck für zu kaufen. Und ich fand richtig, ich mal richtig viel Spaß. Also ja, ich gucke das ja auch am Alter, aber sie so, Ja. ne, ich schaffe den und Ja. will den irgendwann ein Cover irgendwo absurd. Also ich gucke nicht doch, ehrlich gesagt, möchte man sogar au contraire vom Spaß, wenn den Preis gesagt hat. Ja, so, natürlich, das, bien sûr, ja. aber ich gehe decke auf so Visiten.
Ich ging dicker. Okay, ja, das ist aber schon, da warst du schon einen Schritt wie weit. Wir waren los so 3, 4, 5 Appartementer gucken und ich ging dicker so, okay, weißt du, da ein Appartement leitet dann da, so gesagt Bannenhaus und das weißt du, so der Balkon nur da, einfach so. Das ist gefährlich, weil also der Erfahrung noch von Kollegen so rundherum geht die paar Sachen gucken. Irgendwann verläufst schon, dass da ein bisschen egal ist, nur was du kannst und dann... meinst du? Hast du das schon? Nee, ich bin echt der Kontra. Ich will wirklich so den Minimum bieten für Apps. Also, ja, das ist so eine Technik von mir. Ich bin die erfunden. Also, das ist auch schlau für die Leute draußen, die das vielleicht nicht wissen. Also, so wenig wie möglich zu bieten, für die einfach noch zu kreieren, weil dann hast du nämlich das meiste für dein Geld kriegst. Ja. Keine Menge Mathe studiert. Ich mal meinen Job Ja. Und, Nee. Hat dir da schon ein gefallen, aber? mir geht nur eins einen Donnerstag und über Moor für Zweitkehr gucken. Okay. Für zwei gucken dann schon, ja. Es ist schon vergessen. Nee. Das allererste, was wir das mal gucken waren, und dann waren die anderen immer Männer gut, wenn es verschiedene Sachen, der den hat ein Lach, die bis schlecht loch, der da noch war das dann das Wichtigste? Ein Bieten? Bieten? Ja. Schon Luxus. Nee, mir ist wichtig, das ist ein mega Special Interest, das ist schon interessant, aber Das war schon das Wichtigste. mindestens 2 Schlafkammern, idealerweise wären 3, für wahr, nicht weil ich plane, nächstes Jahr schwanger zu sein, weil du kriegst ja einen bildlichen Akt. Ja, Voilà. Die Eichker, das ist wirklich interessant. Die Eichker, wenn du Apps kaufst, da kriegst du das für bildlichen Akt, also für mehr interessante Preis. Und das ist am Anfang nicht dumm zu konsiderieren, weil was die Eichker mit groß Käse, was du mit lang kannst draufbleiben, das heißt, dein bildlichen Akt wird mehr rentiert. Auf der anderen Seite natürlich ist wir sind 2 jung, so wir können also noch kein Haus kaufen. Ja, das heißt, Moment, das ist doch mit den... ja, Zinsen sind natürlich mega kack. Ja. Auf der anderen Seite ist der Marché wirklich ultra auf Null. Also mir gut von all den Leuten gesagt, ja, los ich Zeit. So. Ja, voilà. Los ich Zeit. Also das ist so wie ich im Moment der Projekt, also hoffentlich fällt richtig im Marché richtig zu summen, dann sie die ganze Zeit aber noch überall Sachen, wo gebaut gehen, dass sie nicht lassen. Ja. Und da müssen sie für mich billig verkaufen. Außer die Leute, die das besitzen, denen ist das egal und die spekulieren. Das ist ja oft so, die Leute, die etwas haben, die haben schon Geld und die sind nicht wirklich drauf gewesen und dann fällt der Marché aber nicht so. Zu Wolfer gehen nicht nur so tiny Häuser. Ja, ich gesehen. Ja, ich weiß nicht, wo genau. Witsch. Hast du noch einen zu Wolfer entdeckt, effektiv? Ein Appartement. Ein Appartement, ja. Ja, also da das mal wichtig und dann Lach natürlich so. Ich fand Lach was das Wichtigste. Lach ist wichtig, ja. Also ich bin im Moment, ich fuhr 3 Minuten auf die Schaff. Geil, ja. Und das ist so krass Luxus. Ja. Also ich sehe Laura reinkommen, ich sehe, dass sie zu spät kommen, sorry. Und aber war Technik nicht gegangen. Das ist einfach, also so etwas, wenn ich all Tag 40-50 Minuten am Auto sind, für die Schaff, das ist der Luxus, den ich im Moment tun, die wenig. Also ich sind ja, das ist mega wertvoll für die Lebensqualität. Ich hatte lieber, ob es mir nicht so flott ist, was besser leid, wie ob es mir flott ist, nicht so gut leid. Ja, irgendwo muss ich einen Kompromiss dann noch absolut. Aber bei mir als so gut Lach an der Hinsicht, wie ich schaffe an meinem Howald, also nur bei der Stadt, und ich will immer mal öffentlichen Transport da fahren, so da das für mich so, also ich nicht immer gerne einfach, also ich setze mich mal an den Zug, ich muss am Moment umklammen, idealerweise kann ich direkt so, wie sie Dünner kommen, und da wäre es gut. So, für mich ist wirklich ungebunden sind am öffentlichen Transport ganz wichtig. Ja. Du weinst, da das ich weiß so, dass ich mit dem öffentlichen Transport kann auf den Abend. Klar, ich gehe auch so und klar. Ja. Also alles rund um den Staat, was du gebunden hast. Mir geht witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob ich das getan ich piep's nicht. Mir geht witzigerweise dem Ants Kitchen sing Wohnung gucken. Geil. Ja, Ants Kitchen verkauft den Wohnung zu koppeln, ich piep's nicht alles raus, sorry. Und die gehen wir gucken. Geil. Wer hat das? Ja, ich hatte ihm geschrieben, okay. Wir nutzen mussten über die Immobilien zu gehen. Okay, cool. Ja. Ja. Voilà, das war unser kleiner Immobilientalk, ich hoffe, natürlich gefallen. Ja, zurück zum Laufen, pardon. Ja, zurück zum Velo, komm mal machen wir als froh vom letzten Gast. Okay. Das war Paul Atlenert. Ja. Er hat gefragt, ich fand die Freude nicht so cool. Aber ich froh war, warst du dafür, dass kein Auto mehr in der Stadt soll fahren? Das passt ja am Anfang mega. Zurück zum Velo. Ja, ich war cool fand. Ja. Also
das ist ja effektiv heute zu spät kommen wäre das Problem wann nicht so viel Verkehr gewischt wäre da wäre dann eine Reihe gewischt war natürlich für das hier hinzukriegen viel ein bisschen infrastrukturmäßig da müssen ja viel Park and Ride irgendwo am Rundherum sind ich gehe halt überfeiern also das Velo-System ausgebaut Trainer besser ausgebaut und hatte Tisch mega cool mega ich mein zu Wien also mal rein so autofrei D schon die Gun am Auto der fuhren das ist cool dann kann ich feststellen der Boulevard das Leute dann das Gas gibt das ist mega geil cool also die da haben das natürlich erstrebenswert cool für umzusetzen du warst dagegen geil schon mir egal ist auch dafür ich cool fand also allgemein für könnt ihr sowieso nicht vier und anfangen an der Stadt am Auto also das ist zum Beispiel Malta der Spieler den Busse Navigation-System vom Organisateur war naja an du hat viel geubert und das hat gut geklappt ja, das gibt so Verkehrs also so viele Leute an der Stadt die Auto kaufen ja für war man nicht weil Taxi weil Taxis Lobby ist ein bisschen zu stark das ist dumm also ja schon noch also das Mengen an gibt das schon mega viel Hölle für Verkehr ich meine sowieso schon mal viergestaltet wann Auto und all selber fahren können da braucht am von Chemie bei ein Auto weil es immer kann sie den Auto rufen den der kennt und da wird das so billig gehen dass das nicht sich rentiert selber ein Auto was eine halbe Stunde gefunden ist 15 € bezahlt das Ding an der Reihe wir sagen halbe Stunde vorher für einen Tal oder was also man Verkehr sie mit dem was 50 Minuten gefahren bis vom Urteil bis als Leichtathletics-Piste krass da war kein Hotel Kacklach der Urteil war von cool das aber renoviert gehen hat dir so gut das war der den war der Urteil wirklich geil war der Urteil außer von an der Theorie ist so geil aber wenn wahrscheinlich im Internet sieht gesagt relativ nice was Klima nach Ugemaus wird gefangen zu reden wirklich ja, das war schon krass am Süden halt nach Deelweise mega geschafft waren nur genug Tischer am Hotel und so Sachen also das war naja also vorbei sind mega flott aber Banden schon so organisatorisch Sachen nicht so geklappt mit dir war aber wirklich also du kann ich wirklich nicht meckern das war wirklich gut Buffet ja gut nice da lösen wir schon bei einer Stunde kann man als Spieler die noch spielen ich meine nicht ein ganz kleinen Rund okay wohin vorstellen okay du weißt was wie Spiel geht du siehst einfach Sachen also du als dann so mit also dein 12 schon 10 und dann muss dann ob du frei jeweils zwei Sachen wo mir da so ein ganz schlecht 10 ganz gut so wie mir fanden und dann kannst du euch gut Feedback komm machen 1 bis 5 anscheinend meine Schwester und meine Mom so den 1 bis 5 wäre besser weil 1 bis 10 zu random wisst das war das 5 war das 6 war das 7 1 bis 5 das mir einfach für dich ja okay gut frohen Lieblingstopping auf der Schmier also Topping auf der Schmier wir wissen ja positiv oder ja. Topping auf der Schmier aus für Mösch Gebäß random Weihgebäß ein Aprikosegebäß Lieblingsfußballsequipe Fußballsequipe einfach kann man nicht weil es schon gut also du Fußball hast nicht keine Ahnung okay dann Lützburger Sportler gut Sportler das ist gut Kimberly ja nee Van Gastauer gut kann ich nicht gut du und wie sich das in der nicht high war dann Lieblingsplatz für zu chillen
Ah, nee, Also Platz Platz für jetzt chillen. Oh Also go Beispiel just dass man Kaffee stellen, was du da vorstellst. Stausee. Also mäßig aus einem Platz. Ja. Kann nichts wissen. Das ist die Lage, gell? Ja, ja. Ich habe eine Idee. Aber Ja, ja, ja. Also ich hoffe. Lieblingsvoll. Ja, ich meine, dass du nicht viel Ahnung Ach, kennt er so. Nein. Ja, mit das ist nicht Lieblings, ne? Ja, in der Ja, Full. irgendeine Ja. Du warst am Sportlycée, ne? Ja. Prof am Sportlycée. Geil. Geil. Wen hattest du links? Dein Französischprof Latore. Kannst du Okay, das? dann muss ich mal so ein... Ja, zwischen 1 und 2, mehr. 2. Ja, gut. Nice. Weißt du, dass der DJ ist? Nee. Also, er ist Ich DJ. weiß auch nicht, ob ich das wissen würde. Lieber Witsch. So, am Anfang, wir sind durch. Also, du willst ein Thema ausschwätzen, wir müssen noch Gölle froh aber machen. Ja, also muss es Sinn, was wir irgendwo vorher geschwart haben. Ja. Egal. Voilà, Also, nee, am Anfang ist so, ja. Ja, nee, einfach nicht. Nee, muss nicht. weil dann, Muss nicht, Paul. letzte Woche habe ich Wart hingekriegt, auf den Spieler von den kleinen Ländern. Das ist dann mein Gölle froh. 7 Bier getrunken. Aber was kann ich gewonnen? Aber zusammen mit meinem Partner Top for Running werde ich mein Lieblingsdauerlauf schon verspielen. Das ist den Essex Nova Blast. Geil. Und ja, schon leider noch nicht dabei, weil es hängt natürlich davon auf, wer einen schon größten Gewinner hat. Mit den Gewinner, die kann man dann gerne kontaktieren. Ja, Das cool. ist cool. Und dann, Ich meine, das ist so der coolste Vielleicht ein krasser Kado. Ja. Ja. Das ist gut. Wie wichtig ist schon beim Laufen? Man das viel aus. Ja, also für Performance-mäßig. Ja. Am Leistungssport möchte ich schon was aus. Okay. Am Hobbysport gehe ich meinen nicht wirklich. Das ist was meine Eltern mir schon immer gesagt haben, schon spüren wir nicht. Du hast Epo-Face und dann bis Futti hast, dann geht es schlecht. Und fand ich schon relativ wichtig, dass ich aufpasst, schon einen anständigen Portion zu kaufen. Muss ich natürlich nicht in Diet dafür sind, also die Dyer sind normalerweise die aktuelle Portion, die sind dann ein bisschen wie Dyer, aber für den Hobbysportler geht doch der Modell von 4 und 4 Jahren geht gut durch, und die kriegen normalerweise relativ billig. Ich sollte schon gucken, dass in anständig Portion hat und die auch nicht zu lange benutzen, also, aber es wird Leute, so wie lange müssen die das Lauf schon, oh, ich meine 6, 7 Jahre. Wie lange ist es okay? Ja, oft wird auch Kilometer gesucht, wie viele Kilometer man schon kann laufen. Und, Wie viel hast du dann? ja, so 600 bis 800 Kilometer. Du musst da so. Ja, Der geht schwer, aber. schon ein krasser Verschleiß für Lauf schon. Krass. Also 6 Wochen oder was? Ja, also normalerweise kriegen so alle Monate schon mal pro Lauf schon. Krass. Aber, das hängt natürlich auch, also es sind relativ leichten, ne, der Dämpfung von schon, die geht nicht so sehr mit wie bei vielleicht irgendwie schwere Läufer. Aber wenn die noch den schon gut Zeit gibt, wenn die immer hochläuft, dann wird die Schaum von schon gut Zeit für sich zu rekuperieren, noch irgendwo die Bounce dort zu kriegen. Und dann hält es schon ein bisschen wie lange, aber irgendwann geht Material mit, geht Spruch und dann ist es aber nicht so gut. Okay. Dafür könnt Match spielen und dann kriegt ihr einen Lauf schon. Das ist mega geil, der Kado, wirklich. Merci. Darf ich mir auch mal spielen? Ja. So, und dann allerletzte, ich meine, du kannst noch froh, also nächste Gast. Ja, ja, schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und egal wie in den Haina könnt, das ist ja eine Person, die gut kann, respektive ein bisschen wichtig ist. Und die Frage, die ich dann nun hätte, dass was wirklich, also was Leute vielleicht Menge was denken, Passion da drin, also tut ihr normalerweise noch eine Passion, wofür ihr das möchtet. Was Leute mengen, aber wieder aber anders ist, vis-à-vis von dem, wie ihr nicht selber empfindet. Was ist der Grund von der Passion, die ihr da hat? Ja. Was mengen Leute, und das ist vielleicht anders, vis-à-vis von dem, wie ihr nicht selber empfindet. Okay. Das ist meine Lieblingsfrau. Ja, das ist gut. Das sind die Frohen, die mal will. Ja. Okay, vielmals merci. Willst du noch etwas losgehen? Merci, dass ihr heute sind. Merci für die Zeit. Mega cool, also auch ich bin ein großer Fan vom Gruppetto, Ja. also Ja. cool Location. Und ja, vielmals merci. Vielmals merci. Merci für die Null. Bis nächstes Jahr. Ciao. Adi. Ciao, ciao.